Ja, hallo zusammen und willkommen zu meinem nächsten Part von meinem Let's Play Minecraft Singleplayer. Ja, ich tue das Spiel ja eben nicht mehr so viel spielen, also privat schon ein bisschen, aber nicht mehr so regelmäßig zum Let's Play. Ja, weil mir einfach Themen fehlen, wo ich darüber reden könnte. Und die Musik ist laut. Aber sehr nett. Musik. So. Darum habe ich mir jetzt mal ein bisschen Themen zurechtgelegt. Die werden natürlich nicht 14 Minuten lang. Und ich habe natürlich wieder nicht durchgestellt. Wie bei jeder Folge, ist doch klar. So. Gestellt. Also, das letzte Mal haben wir, glaube ich, da einen Turm bauen, wenn ich mich richtig erinnere. Mir ist aber noch aufgefallen, dass wir ein bisschen wenig Holz haben. Und darum würde ich mal vorschlagen, wir gehen hier ein bisschen Holz hacken. Ne? Ohne Holzhacke? Ah, nein. Zum Glück. Etwas haben wir, etwas Gescheites. Ja, da fehlen mir ein bisschen Birkenholz da. Auf den Seitenbaum. So. Ich kann den Baum abholzen. Nein, eben die Themen, die ich mir zurechtgelegt habe, was habe ich da? Also zuerst mal, ja, so neue Kinofilme. Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel sagen. Ich weiß ja nicht mal eigentlich, was Neues läuft im Kino im Moment. Außer natürlich Ted, wo jetzt nicht mehr läuft. Habe ich eigentlich schauen mit Kollegen, aber die sind da nicht reingekommen, weil sie noch nicht 16 sind. Ja, und dann hat es mich abgeschissen, einfach praktisch alleine den Film zu schauen. Und sonst weiss ich eigentlich gar nicht so viel von den Kinofilmen, die jetzt laufen. Das letzte Mal, als ich im Kino war, wann war das? So, etwa 2 Monate oder so. Weiss nicht, kann nicht mehr sein. Auf jeden Fall, was bin ich dort schauen? Ich glaube Prometheus oder Prometheus, oder ich weiss nicht mehr, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall, für die Leute, die das nicht kennen, das ist so ein Science-Fiction-Film, wo es quasi darum geht, ja, eben, dass die Menschheit ist ein bisschen weiterentwickelt. Und die hat herausgefunden, dass wir quasi, ja, dass wir irgendwie von anderen Wesen, ja, man kann es sagen, gezüchtet worden sind. Und dann haben wir irgendwie, genau, haben wir so Karten gefunden, in so einer alten Höhle, so in Irland, nein, Schottland glaube ich, oder Irland, also beiden. Auf jeden Fall haben wir in so einer Höhle Karten gefunden von so einem Sonnensystem. Ja, ein bisschen in unserer Nähe. Und wir hatten das Gefühl gehabt, das könnte etwas damit zu bedeuten haben, eben, wo die herkommen, bla bla bla. Auf jeden Fall sind dann so ein Expeditionsteam schauen. Und dann haben sie festgestellt, ja, die Leute sind das nicht so wohlgesonnen. Also, es ist, ja, hat sich herausgestellt, dass das nur so eine Militärbasis war von denen, wo sie quasi ja Biowaffen gezüchtet haben. Und ja, die haben eigentlich uns nicht gern gehabt, oder nicht so gut gefunden, und die haben uns eigentlich vernichten. Aber dann steht quasi, sind ihre Biowaffen, haben sie nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Und dann, ja, sind alle verreckt, ausser einer. Und dann der eine hat dann mir, ja, dooferweise, typisch Menschheit natürlich, aufgeweckt. Und dann hat er uns wieder vernichten. Und dann hat sich das Schiff quasi opfern, um die Erde zu retten, obwohl die gar nicht gewusst haben da unten. So ein bisschen so handelt der Film, ja. Und es ist ja lustig, zuerst die Wandlung. Zuerst ist es auch quasi ein Science-Fiction-Film. Ja, oder ein Fiction-Film. Ja. Eben, du siehst auch atemberaubende Landschaften, so einem anderen Planet, etc. etc. Und ja, dann eben mit der Zeit wandelt sich der Film eher zu einem Horrorfilm, also nicht harter Horrorfilm, sondern einfach leichter Horrorfilm. Weil eben dann die Biowaffen, das sind so Viecher, die sich quasi recht schnell können verändern und anpassen. Und es ist noch, ja, es ist ein bisschen cranky geworden am Schluss, wo dann so riesen Tentakel kommen und die einen fast auffressen und alles mögliche. Also, es ist, ja, leicht strange am Schluss. Und vorher, was bin ich eigentlich vorher noch schauen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich gehe nicht so viel ins Kino, müsst ihr wissen. Ich weiß auch nicht, ich würde eigentlich gerne, aber ich komme ja nie dazu. Oder es hat kein Film, das mich interessiert.
Das kann auch sein. Ja. Was hat es noch gehabt, als ich geschaut habe? Jetzt muss ich ganz schnell überlegen. Aber was ich natürlich geschaut habe, war der Film da mit der Rihanna. Da der Alien-Dingsbums. Ich weiß nicht, wie hat der geheißen, der Film? Boah, wie hat der Film geheißen? Jetzt muss ich ganz schnell überlegen. Überlegen und bauen ist nicht gerade so ideal. 1, 2, 3, 4. Wobei, mit denen wollte ich eh nicht bauen. Also, wie hat der Film geheißen, verdammt? Mir fällt es auch nicht ein. Es ist dort darum gegangen, dass, ja, wieder mit Aliens. Es ist nicht so, als wäre ich so voll der Science-Fiction-Fan, bin ich auch, aber nicht jetzt so extrem, dass ich nur noch das muss schauen. Was ist schon wieder gegangen? Also, es ist darum gegangen, dass ich in Hawaii finde, da mit so ein, was kannst du sagen, ein Turnier statt. Also nicht Amix, sondern einfach manchmal. Also verschiedene Flotten, unter anderem Amerika natürlich, so gemeinsame Manöver abhalten. Und ja, im Vorfeld ist es auch, dass sie noch einen Satellit geschickt haben, wo dann irgendwie, nein, nicht geschickt, sie haben so einen Satellit, so eine Antenne quasi auf Hawaii installiert. Das hat aber nichts damit zu tun gehabt mit dem Manöver. Das sind einfach so als wissenschaftlicher Zweck, was quasi also Strahlen in den Himmel geschossen haben. Zum schauen, wie quasi die einzigen sagen. Die einzigen Leute im Universum, die wir natürlich nicht gesehen sind. Ja, und dann haben so Aliens den Strahl gehört und sind dann quasi runtergekommen, sind dann aber quasi in unsere Satelliten geflogen und haben so ihre Kommunikationseinheit verloren. Totaler Schwachsinn eigentlich, aber ja, die Geschichten sind manchmal nicht so intelligent gemacht. Auf jeden Fall sind die quasi gekommen und typisch Amerikaner natürlich. Ich wollte jetzt nicht verallgemeinlichen, aber ja, sind die Schiffe ja, plötzlich so quasi in den Atlantik gefallen. Eins ist dann auf Tokio gestürzt. Ja, das war die Kommunikationseinheit, genau. Und ich wollte da raus. Auf jeden Fall hat dann der amerikanische Kommandeur 3 Schiffe losgeschickt, um das Zeug anzuschauen. Und ja, dann sind die natürlich recht überrascht gewesen, was sie das gesehen haben, weil sie nicht auf dem Radar gesehen haben. Und ja, sie haben sich dann ein bisschen die Hose gemacht. Auf jeden Fall haben sie dann gehubert und quasi mit denen interagieren. Und nachher haben sie zurückgehubert, die Aliens. Einfach ein bisschen schriller. Und dann sind alle die Scheiben rausgeflogen. Alle Schiffe. Das ist quasi für Amerika, oh, Kriegserklärung, oh, dann zeigen wir es jetzt. Ja, und das ist nicht so eine gute Idee gewesen, weil dann hat es einen Warnschuss abgegeben. Und das haben die Aliens quasi als, ja, Angriff empfunden, ist auch einer gewesen. Und dann haben sie quasi das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir zurück machen. Und haben einen Schuss abgeführt und haben das Schiff beschädigt, fast zum Sinken gebracht. Und das haben die Amerikaner natürlich nicht so gut gefunden. Die haben gesagt, oh, ist eher verletzt und so. Haben sie zurückschiessen. Ja, und dann sind die Aliens ein bisschen ausgerastet. Und am Schluss sind die Aliens die Bösen gewesen, natürlich, oder? Ja, die Amerikaner haben nichts gemacht. Nein. Gar nichts. Ja, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen mit den Amerikanern herziehe. Aber in dem Film, es ist von der Story her ja ein bisschen birrenweich, sorry. Also, wenn ich jetzt so auf einen Alien treffe, ich würde glaube nicht gerade die Waffen ins Gesicht haben und sagen, hey, du hast meine Ehre verletzt. Ich würde vielleicht ein bisschen sachter angehen, also ganz, ganz wenig, weil, ja, wenn die auf die Erde kommen, dann habe ich das Gefühl, sind die ein bisschen weiterentwickelt als wir und vielleicht haben sie gar Kraft, so das Ganze auszulöschen, aber ja, das sehen wir dann, würde ich sagen. So, zu sagen, ja, das waren meine Filme, die ich gesehen habe kürzlich. Und ja, was habe ich jetzt noch gehabt für Themen? Schnell auf den Zettel schauen. Neue Computerspiele, genau. Die sind ja gleichbedeutend mit den Let's Plays, die ich machen jetzt in nächster Zeit, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Also, jetzt kommt dann raus Rome Total War 2. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in einem Video. Auf jeden Fall, ich möchte es gerne Let's Playen.
zusammen mit einem deutschen Kollegen. Und ja, es ist nicht der, wo ich World of Warcraft Let's Playen, sondern noch ein anderer. Und der ist wirklich, also der redet nur Hochdeutsch, der kann kein Schweizerdeutsch wie der andere Kollege. Wo habe ich das zweite gehabt? Ah, gleich. Auf jeden Fall, ja, ich weiss nicht mehr genau, wann das rauskommt. Aber ich kann mal anschauen. Ich weiss auch nicht, auf jeden Fall. Ah. Hä? Verwirrung. Egal. Auf jeden Fall, das werde ich sicher Let's Playen. Und sonst, ich habe mir jetzt gerade noch Halo Anniversary gekauft. Und Battlefield, aber ich glaube Battlefield werde ich nicht Let's Playen. Weil ich bin nicht so der Shooter-Typ. Außer gerade bei Halo. Und ja, vielleicht gibt es mal noch das Let's Play zu Halo Anniversary. Dann wäre das mein erste Xbox 360 Let's Play. Und ich muss aber noch schauen, ob ich das wirklich wird machen, weil mir braucht ich glaube noch ein neues Kopfhörerli. Ja, dort auch noch Aufnahmeprogramm, man muss abladen, alles mögliche. Und ich weiss nicht, ob mir das Mühe wert ist, auch. Um das zu machen. Was sehen wir dann? Spinne. Spinne. Also eben, ich hasse schon. Aber ob es ein Let's Play gibt, weiss ich noch nicht. Also schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr unbedingt das Let's Play wollt von Halo Anniversary. Also ich kenne die Story schon ein bisschen, ich habe schon angefangen, Game privat. Mit meinem Bruder zusammen. Und ja, eben ich muss schauen, ob ich das Let's Play werde machen. Weil eben wegen all diesen Sachen. Bla. Und ich glaube, wir gehen mal schlafen. Es ist langsam nicht mehr so pure das. So. Tür zu. Schlafen. Ja. Also die Filme haben wir durch, Computerspiele haben wir nur. Ah, und dann noch, ja, aber das ist eine typische RTL-Frage natürlich. Nein, ihr habt doch sicher alle. Nein, ich muss anders anfangen. Eure Eltern kommen sicher auch mit so Zeitschriften, so irgendeine Coop-Zeitschrift oder irgend so ein Scheiß. Dann hat das Gefühl, ja, also, dort steht, hey, wenn man zu viel gamet, das schadet, das macht euch aggressiv, das macht euch wütig. Ja, und der Timer wäre rum. Aber wir machen jetzt so ein bisschen länger. Ich wollte jetzt auch ein bisschen weiter schnurren über das. Auf jeden Fall eben, was dann haben sie gesagt, ja, das macht euch irgendwie aggressiv, wütig, hässig. Das schadet einem, das macht einem weniger kreativ. Das ist fast so ein bisschen RTL-Style eben. Was quasi sagt, ja, Gamer, die haben keine Freundin, alles mögliche. Das muss nicht unbedingt so sein, habe ich das Gefühl. Ja, eben, mich machen auch andere Sachen aggressiv. Nicht irgendwie nur das Gamen, habe ich jetzt das Gefühl. Weil ich weiß auch nicht, wenn irgendwie... Nur jetzt mal als Beispiel, wenn du jetzt ein riesen Fußballfan bist, bin ich aber nicht. Und dein Lieblingsverein verliert, dann wirst du auch hässig und verstehst die Welt nicht mehr. Dann wirst du sogar eben mehr hässig, als wenn du jetzt mit einem Computerspiel verlierst. Würde ich jetzt mal behaupten. Also, es gibt ja noch viele andere Sachen, wo du hässig wirst, die jetzt nichts ja, eben mit Computerspielen zu tun haben. Eben wenn dich einer zusammenschießen oder sonst irgendetwas. Klar, Computerspiele kann einem vieles hässig machen, wenn man einfach verliert. Aus welchen Gründen auch immer. Jetzt habe ich noch Holz mitnehmen. Ein bisschen so Kies, Dreck, Musterstein. Ja, fürs Erste. Und? Ah, das noch. Das noch. Ah, das gibt jetzt auch ein Level. Oh, chillig. Eben, so Sachen, das verstehe ich einfach nicht, weil die Leute, die das einmal so sagen, ja, das ist schade, wissenschaftlich bewiesen, meistens sind das Leute, die noch, ja, ich sage jetzt nie, aber selten das Game gespielt haben. Oder sonst einfach irgendwelche Leute, die das einem wollen, ja, ich weiß auch nicht, ich verhindere, dass die Kinder so viel vom Computer hocken, sondern ein bisschen anders machen. Aber jetzt, Leute, wenn es draussen schifft und kalt ist, wie heute, was willst du draussen machen? Wir haben gerade einen Wald vor der Haustür, aber ich habe jetzt nicht wirklich Lust, heute, jetzt in den Wald zu gehen, wenn es so scheiß Wetter ist. Ich gehe sonst nicht viel in den Wald, was auch immer für Gründe, aber ja, es ist... ich weiss nicht, das ist ein bisschen übertrieben, finde ich einfach.
das Rühren weg. So. Und es kommt wieder die schöne Musik. Selbst wenn es so Tests gibt, ich kann nicht alle Leute verallgemeinlichen. Also, das bin ich auch der Meinung. Also, es gibt wirklich Leute, kannst du sagen, die sind aggressiv, auch ohne Gamen, einfach so, das ist ihre Natur. Ich bin manchmal ein bisschen jähzornig. Und eben, es hat die Leute, die Amokläufe machen und so, und dann sagen, oh, die haben sich darauf vorbereitet, mit irgendwie so Ballerspielen. Sorry, also, kannst die Leute gerne interviewen, die haben... Es sind nicht 100%, die sich irgendwie mit dem vorbereitet haben. So ein paar haben das einfach gespielt, um ein das Gefühl zu bekommen. Ich weiß auch nicht. Aber die haben sicher nicht wegen dem den Amoklauf gemacht an so Schulen. Sicher nicht. Die sind vorher schon ein bisschen psychisch gestört gewesen, oder was auch immer. Oder, ja, eben gemobbt worden. Das ist eigentlich ein häufigerer Grund, warum es so Amokläufe gibt, habe ich das Gefühl. Und einfach eben, wenn es so nicht mehr Spass macht zu leben. Ich bin früher eben auch gemobbt worden in der Schule. Und ja, es ist einfach kein schönes Erlebnis. Es zehrt wirklich an der Psyche. Das kann ich ja sagen, weil ich habe heute noch eine Arbeit davon. Also nicht, dass ich jetzt psychisch gestört wäre oder so kann man das nicht nennen, aber... Ja, ich habe einfach heute eben manchmal noch Albträume oder... Ja, einfach sonst Sachen, wo ich mich ein bisschen mehr frage als andere Leute. Ob das jetzt gut war, weniger gut. Ich tue mich häufig selber hinterfragen. Es ist... Eben, wenn ich alles richtig gemacht habe, bin ich wirklich auf andere und das führe ich ein bisschen zurück, dass ich gemobbt worden bin früher. Es ist... Ja, es war keine schöne Zeit gewesen und ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber eben, manchmal merke ich es heute noch. Ja. Und eben darum, ich habe mein Selbstvertrauen wieder ein bisschen aufbauen. Das habe ich auch eigentlich geschafft. Aber eben manchmal hat es ein bisschen Aussetzer. Eben meistens, wenn ich in der Schule bin. Obwohl ich in der Schule nicht gemobbt werde. Das war so ein bisschen das von mir, das persönliche Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch mal gefallen mit ein bisschen anderen Sachen. Jetzt haben wir eigentlich einfach eine Folge nur gequatscht und eigentlich nichts gebaut. Es tut mir leid, aber ja, ich weiss nicht, ob es euch gefallen hat. Dann werden wir nächstes Mal sicher anfangen, den Turm da anfangen zu bauen. Und ich suche mal wieder ein bisschen neue Themen raus. Vielleicht eben könnt ihr mir ein bisschen Vorschläge geben, was ich schnurren sollte, damit ein bisschen schneller neue Folgen rauskommen. Ja, und dann sehen wir uns bei den nächsten Folgen von meinen Let's Plays. Schöne Peace.